Visas. 1, 2, 3, Lupi, komm mal bei. 4, 5, 6, et könnte lo kein Hex. 7, 8, 9, was soll haut an unser Wunderwallis sein? Oh, was kommt haut raus? Ich freue mich richtig. Oh, Lupi, guck. Ja. Das ist die Geschichte vom Prinz Samuel und der Prinzessin Emily. Et war ein Kehr für langer Zeit ein Prinz Samuel, der mit seiner kleinen Schwester, der Prinzessin Emily, auf eine Reise gegangen ist. An einem Land weit fort von der großen Stadt war das Königreich von König Bopa und der Königin Boma. An dem Königreich gab es eine Legende von einem Schatz. So hat der Bopa dem Prinz und seiner Schwester erzählt. Ein Schatz, den noch kein Mensch gefunden hat. Der Prinz Samuel und Prinzessin Emily haben sich direkt auf den Weg gemacht, für den Schatz zu sichern. Sie haben nach all Heck, haben nach all Bäumen geguckt, aber sie haben nichts gefunden. Auf einmal hören sie eine kleine Stimme kichern. Sie gucken rundherum, aber sie keinen. Die kleine Stimme sagt, wenn er mir eine Blume bringt, eine Blume, die es nicht mehr ein Kehr auf der Welt gibt, da weisen ich, wo der Schatz ist. Der Prinz und die Prinzessin laufen durch den Busch, gucken überall nach, bis sie an einem Baum etwas Lichtes gesehen. Sie gehen mir noch bei und entdecken die schönste Blume, die sie je gesehen haben. Eine Blume, die an alle Farben liegt. Der Prinz Samuel lebt mit seiner Schwester und mit der Blume zurück auf die Platz, wo sie die kleine Stimme hören hatten. Kleine Stimme, wir haben den Blume gefunden, weißt du, da können wir da so gehen. Auf einmal geht es, puff, auf vier und hinten steht ein Fee, beguckt sie und lacht. Oh, merci, dir Leifkanner, weil der ihr so angestrengt tut, weisen ich ihr, wo der Schatz ist. Die Fee schwenkt ihren Zauberstab und zaubert eine Schatzkiste neben den Baum. Der Prinz Samuel und Prinzessin Emily machen zusammen die Kiste ab und entdecken den Schatz. Es ist ein Buch. Ein Buch mit Geschichte für alldach eine Geschichte. Von der Loa Sohn kann der Bopa dem Prinz und der Prinzessin all oben eine Geschichte vorlesen. Was war da denn ein Erlebnis für die zwei Prinzenkanner? Als ich den Fee zu entdecken und dann noch ein Schatz, ein Buch. Hast du dann ein Lieblingsbuch daheim? Du kannst mir ja vielleicht auch sagen, wie es heißt. Oder mir ein Foto schicken vom Buch. Die Geschichte vom Prinz Samuel und der Prinzessin Emily wurde geschrieben von Johann Grof. Das Buch gibt es just einmal und ist einzigartig. Und das Buch ist auch das Buch von den Büchern und von den drei Autoren. Dafür haben wir euch das heute gewiesen. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Und bis geschwind. Adi.